Hallo, Moje, Jode Dach. Herzlich willkommen auf meinem kleinen, bescheidenen Kanal. Ich bin der Leo. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, der Tag danach, ich nehme das jetzt hier eigentlich noch am selben Tag auf, wie das hier auch veröffentlicht wird, liebe Freunde. Ja, das Derby letzten Endes geht unentschieden aus. Ich muss ehrlicherweise gestehen, aufgrund des Spielverlaufs ist das natürlich jetzt nicht gerade das Ergebnis, das wir da im Nachhinein auf der Anzeigetafel hatten sehen wollen. Aber ich muss sagen, falls ihr euch erinnern könnt, als ich die Münze geworfen habe in der letzten Sendung, da hieß es ja entweder das für mich positivere Ergebnis oder halt die Niederlage. Und ich muss euch ehrlicherweise gestehen, das positivere Ergebnis wäre ein Unentschieden gewesen. Ja gut, aber wie dieses Unentschieden dann im Nachhinein zustande kam, ja, das lässt mich auch schon wieder mit einigen Dingen hadern, aber schwierig das zu rekonstruieren. Ich meine, wie geht's euch? Ich weiß, die meisten sind jetzt ein bisschen niedergeschlagen. Ich versuche einfach nur auf das Ergebnis an sich zu gucken, auf den Punktestand. 8 Punkte aktuell. Ja, was will man denn damit anfangen? Ich habe immer noch keine Tendenz, wohin die Reise geht für unseren FC letzten Endes. Zu früh ist es nicht, aber aktuell sollten wir uns, glaube ich, mal ein bisschen dann doch in Bescheidenheit üben und ein bisschen vorsichtig mit unseren Erwartungen sein. Wirklich sehr vorsichtig, weil es gibt immer wieder gewisse kleine Bereiche, wo ich sage, war das jetzt nötig? Hat man da nicht ein bisschen etwas mehr Kaltschnäuzigkeit an den Tag legen müssen? Schwierig. Wieder mal die meisten Torchancen gehabt. Das Spiel schon wieder eigentlich im Prinzip seinen eigenen, dem Spiel an und für sich wieder seinen eigenen Stempel aufgedrückt. Letzten Endes hat es trotzdem nicht für einen Sieg gereicht. Versuchen wir doch mal ein bisschen durch das Spiel durchzugehen. Ich habe mir da ein paar Sachen aufgeschrieben. Grüße gehen übrigens raus an FC Fabio, an Pierre aka Köln Inside und sowohl auch an Stefan, bester Freund von Fabio, und seine Freundin. Wollen wir jetzt aber nicht, also die Freundin von Fabio wollen wir jetzt aber nicht hier in die Öffentlichkeit reinziehen, deswegen namentlich wird es keine Erwähnung geben. Können wir dem Guten mal ein bisschen Privatsphäre an der Stelle. Ja gut, Freunde, es gab Änderungen in der Startaufstellung. Lemperle wich dann auf den rechten Flügel aus und Waldschmidt wurde in den Sturm gezogen als Unterstützung für Damien Downs. Und was noch spielentscheidend werden sollte, Blinden Meiner konnte dann doch spielen. Das war letzten Endes auch, glaube ich, das, was das Spiel für uns so, ja, wie soll ich sagen, was ein bisschen so für die Dominanz von uns in diesem Spiel gesorgt hat. Ja, nachdem es nach einigen Hin und Her schon die ein oder anderen Herantastungen an das gegnerische Tor auf beiden Seiten gab, setzte in der 12. Minute Timo Hübers zum Kopfball an, welcher leider aber nicht im Tor landete. Nach den ersten 20 Minuten war klar, wir erspielen uns die meisten Chancen. Und dann die 21. Spielminute. Martel setzt zum Flugkopfball an. Tor. Das ist wirklich so ein Tor, das wollte er einfach erzielen. Das mag ich einfach, dieser komplette Körpereinsatz, den der Junge da an den Tag gelegt hat. Einfach dieses, ich will das Ding erzielen, einfach nach vorne, einfach schön so ein Flugkopfball. Und naja, das Ding auch, wir dachten kurz, der VAR macht uns einen Strich durch die Rechnung, aber zum Glück zählte dann das Tor. Ja, VAR ist immer so eine Sache, ich tue mich mit der Sache immer noch schwer, weil ich finde, man muss da ein bisschen was dran werkeln, nicht dieses stundenlange Überlegen, war es nun nicht. Da, wenn man das schon einführt, dann muss es auch ganz klar sein, wie die Situation eigentlich aussieht. Deswegen entweder abschaffen oder endlich mal etwas professionalisieren. Leider Gottes folgte schon in der 25. Spielminute der Ausgleich für Fortuna Düsseldorf durch Ioha, keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Ich nenne jetzt einfach mal an der Stelle Ilona. Na, Rossmann setzt sich gegen Thielmann durch, Pass flach ins Zentrum. Kownatski verpasst den Schuss. Pauli leicht dran und am zweiten Pfosten schießt Ilona flach ins linke Eck. Tor für Fortuna Düsseldorf. Ja, und so ging es dann auch in die Halbzeitpause. Geisbockheim, wo wir das übrigens geguckt haben, war ausverkauft. Da bin ich froh, dass ich eine Reservierung gemacht habe für 5 Personen.
das hätte wirklich spontan gar nicht geklappt. Mir ist dann übrigens in der Halbzeitpause was aufgefallen. Da saß doch tatsächlich Simon Rolfes auf der Tribüne. Sportdirektor oder Manager von dem Verein, dessen Namen hier in meinem Format nicht genannt wird, die Lord Voldemorts des deutschen Fußballs. Aber gut, halten wir an der Stelle fest, Lord Voldemort hatte eine längere Schreckensherrschaft, aber am Ende hat das Gute gesiegt. Wir warten immer noch auf unseren persönlichen Harry Potter. 57. Spielminute dann, nachdem die Halbzeit wieder angepfiffen wurde, dann kam die 57. Spielminute. Damien Downs hat eine ziemlich gute Gelegenheit, schießt aber am Tor vorbei. Und mir, wie auch Fabio, fiel dann etwas auf, generell bei unserer Mannschaft. Das zieht sich schon seit längerem so. Wirklich dieser Aufwand, den wir betreiben, auch das sagt Pierre, das ist wirklich immer immens, was wir da für einen Aufwand betreiben müssen, um ein Tor zu erzielen. Wir reden nicht von den Torchancen, sondern von dem Erzielen der Tore an sich. Und da fällt auch ein bisschen auf, nie versucht es einer mit Vollspann oder, auch wenn es verpönt ist in der Fußballwelt, mit Pike. Da ist einfach nicht der letzte Wille, jedes Körperteil einzusetzen, um ein Tor zu erzielen. Ich glaube, unsere Jungs überlegen zu lange und ja, das ist halt die eine Sache, die ich dann wirklich bei Damien Downs vielleicht an der Stelle kritisieren sollte. Vielleicht sollte der Junge mal wirklich nicht zu viel nachdenken. Vielleicht ein bisschen anders seinen Körper einsetzen. Ja, daraufhin gab es auch noch eine Aktion von Deniz Hüseyin. Die war aber leider zu egoistisch ausgespielt und den Ball schießt er an Kastenmeier in die Hände. Und dann die 61. Spielminute. Tor durch Linden Meiner. Nach einem Konter eingeleitet durch Julian Pauli. Ich muss mich daran gewöhnen, das richtig auszusprechen. Ja, das war wirklich so. Ich will dieses Tor erzielen. Wirklich. Wie er da im Strafraum sich den Weg frei macht. Wirklich, wirklich geil. Tja. Das war bis dahin richtig geil. Die Führung deutete darauf an, allein schon, weil wir die überlegenere Mannschaft waren in den meisten Fällen, dass wir wohl dieses Ding nach Hause bringen. Ja, und dann kamen die Auswechslungen. 63. Spielminute. Und dann kam Tigges. Ja. Steffen Tigges. Seit 2022 in unserem Verein, Vertrag bis 2026. In der zweiten Bundesliga 6 Einsätze, 100 Spielminuten und, das ist kein Spoiler, auch nach diesem Spiel mal wieder kein Tor. Das ist kein Spoiler. Was soll ich euch erzählen? Ne? Das ist schlicht und ergreifend etwas, was ich hier jetzt nicht unbedingt als Spoiler zähle. Was soll ich sagen? Es hat wirklich mal wieder nichts gebracht, einfach nur Anwesenheitspflicht erfüllt. Da gab es eine Situation, in dem er den Ball in den Strafraum reingeflankt bekommt. Ich meine, ich will mich jetzt nicht als den absoluten Experten darstellen, aber er bleibt einfach stehen, hofft, dass der Ball passend platziert ist, versucht zu köpfen. Da weiß ich nicht, wenn er ein bisschen mehr seinen Körper eingesetzt hätte, wie Erik Martel mit seinem Flugkopfball und nicht immer darauf achten würde, sich nicht zu verletzen. Weil das merkt man ja, wie er sich auf dem Platz schont. Merkt man auch im Training. Hat der Pierre mir auch bestätigt. Der Typ setzt sich gar nicht im Training ein. Da kommt dann sowas dabei raus. Einfach nur Anwesenheitspflicht erfüllt. Oder Pflicht, was heißt ja Pflicht? Aber auf jeden Fall schön die Antrittsprämie mit eingesackt. Und fertig. Fall erledigt für diesen Spieltag. Aber nochmal einmal kurz zur 65. Spielminute. Zweite gelbe Karte in dieser Saison für Gerhard Struber. Hat seine Coaching-Zone zu oft verlassen und offensichtlich noch die ein oder anderen Sachen von sich gegeben. Ich weiß nicht, er sollte sich ein bisschen mehr unter Kontrolle haben. Da ist die Coaching-Zone, ich habe mir das angesehen, die ist doch groß genug, Leute. Das fehlt uns jetzt auch noch, dass der irgendwie in einem Spiel mal auf der Tribüne sitzt. Ja, halten wir auch mal an der Stelle fest, auf Seiten der Düsseldorfer, Florian Kastenmeier machte trotz allem ein gutes Spiel, trotz der 2 kassierten Tore. Also eine gewisse Dominanz hat er auf jeden Fall weiterhin ausgestrahlt, trotz der 2 kassierten Tore, die halt meiner Meinung nach nicht auf seine Kappe gehen. 77. Spielminute, schon wieder gelb für Jan Thielmann.
Der Junge hat sich irgendwie in der Abwehr gar nicht unter Kontrolle. Ich weiß nicht. Das fehlt jetzt auch noch, dass der dann, ich weiß nicht, wie viel der gelbe Karte das jetzt schon war. Aber können wir demnächst auch schon wieder über die rechte Verteidigerposition reden, wenn es so weitergeht. Ne? Weil dann wird er demnächst mal wieder wegen einer gelben oder gelb-roten Karte ausfallen. Ja, rechter Verteidiger scheint nach wie vor nicht gerade seine Position zu sein. Ich glaube einfach weiterhin, dieser Drang nach vorne, weiß nicht. Ich sag ganz ehrlich, klar, die Alternative ist Carstensen, aber ich glaube, wir müssen im Winter mal nachlegen. Wir müssen im Winter wirklich auch auf dieser Position nachlegen. Rechter Verteidiger, Innenverteidiger auch, einfach als Unterstützung für Julian Pauli und Timo Hübers, weil ich weiß nicht, mit was für einer Form Luca Kilian zurückkommen wird. Deswegen, das sind so die 3 Baustellen bei uns, die ich da sehe. Da muss was gemacht werden, sage ich auch ganz ehrlich. Und ich drehe durch, wenn der Christian Keller da wieder total verzweifelt nicht weiß, was er uns da verkaufen soll. Ja. 82. Spielminute dann. Im Strafraum soll angeblich ein Handspiel durch Julian Pauli geschehen sein. Laut VR zum Glück nein. Gut, dass das eben nicht der Fall war. Und dann wurden halt vom Schiedsrichter 4 Minuten Nachspielzeit angekündigt. 90. Spielminute plus 4. Dominik Heinz wird für Lead Paccarada eingewechselt. Und anstatt dass wir den Sack zumachen, 90. Spielminute plus 5, Ausgleich durch Niemitz. Ein absolutes Zufallsprodukt. Er flankt über rechts und der Ball landet über Urbik hinweg ins linkere Eck. Vorher hat er dann auch noch den frisch eingewechselten Dominik Heinz überspielt. Ja, ganz ehrlich, das ist mir so schleierhaft. Das ist mir so schleierhaft. Sobald wir irgendwelche Spieler auswechseln, dann ist es um uns geschehen. Halten wir an der Stelle nach diesem Spiel etwas fest, liebe Freunde. Und damit kommen wir dann auch fast schon zum Abschluss dieser heutigen Folge. Wir haben wahrscheinlich die beste Startelf der Liga. Wirklich, wir haben in dieser Liga gegebenenfalls, kann man so sagen, die beste Startelf. Aber wir haben anscheinend die schlechteste Auswechselbank. Und das führt auch noch auf eigenes Verschulden zurück. Es hat nichts damit zu tun, zwangsläufig, dass wir nicht transferieren können. Es hat auch in meinen Augen was damit zu tun, dass wir uns einfach nicht getraut haben, weitere jüngere Spieler einzubauen. Da sitzt ein Potocznik auf der Bank und macht nur einen kleinen Betriebsausflug. Finkgräfe hätte angeblich eingesetzt werden können. Stattdessen kommt Dominik Heinz und lässt sich überspielen. Der hat seinen Zenit schon lange überschritten und ist einfach, auch wenn es seine reguläre Position sein soll, einfach kein linker Verteidiger. Er wurde zwar dafür geholt, aber haben wir ja gesehen, wurde schon direkt überspielt. Ich weiß nicht, was er Max Finkgräfe dann vielleicht hätte machen können. Weiß ich nicht, aber in einem anderen Universum hätte ich es gern gesehen. Aber da hast du so einen Potocznik, wird schon wieder mitgenommen, heißt wieder, ja, der Junge ist nicht so weit. Wer ist denn bei uns denn so weit? Dann meldet die U21 ab, wenn die so scheiße ist, Kurva. Echt, ey, was soll das, verdammt nochmal? Ich verstehe das nicht. Könnte Potocznik nicht einmal unter Beweis stellen, dass er vielleicht beschissener ist als Steffen Tigges? Könnte er das vielleicht mal unter Beweis stellen? Weil das wird uns ja so verkauft, dass er beschissen sein soll. Dass ein Steffen Tigges besser sein soll. Dürfte er bitte mal unter Beweis stellen, dass er so scheiße ist? Dann halten wir auch alle unsere Fresse. Wir haben eine Kasssperre wegen dem Jungen. Wie wär's mal zur Rechtfertigung, ihn einzusetzen? Ne? Weil wer weiß, kann ja vielleicht sein, dass er dann doch mal zufälligerweise ein paar Tore erzielt. Ich weiß, in der U21 sind es gerade mal 2 Tore. Und in der U21 ist unser bester Torschütze aktuell Oliver Schmidt. Aber ich glaube, der ist sowieso nur dazu da, um den Kader zu füllen. Der kriegt keine Chance. Der kann Tore am laufenden Band in der Regionalliga schießen. Der kriegt auch keine Chance. Der Junge ist schon 24 Jahre alt. Wenn er bis jetzt nicht auf der Bank der Profis gesessen hat vom 1. FC Köln, dann wird es auch jetzt nichts mehr. Wir haben uns zu wenig getraut, was den Kader angeht. Das ist meine Kritik an Gerhard Struber. Das Spiel an sich sieht deutlich attraktiver aus, aber wir machen den Sack nicht zu. Und ich würde mir wünschen, dass wir endlich mal ein Spiel über die Zeit bringen,
Wie wäre es mal, wenn wir es mal wirklich dann in dem Moment, wenn wir dann, keine Ahnung, ab der 60., 70. Minute fühlen, mal ein bisschen den Bunker zumachen. Mir ist das egal, ob das scheiße aussieht auf dem Spielfeld. Ich will einfach auch auf der Anzeigetafel letzten Endes sehen, Sieg FC. Aber gut, halten wir an der Stelle fest, Fortuna Düsseldorf ist nach wie vor auf Platz 1 nach diesem Spiel. Wohin ihr Weg führt, wissen wir noch nicht. Ich will jetzt nicht über jeden, der irgendwie gegen uns unentschieden gespielt hat oder uns besiegt hat, dass er das jetzt automatisch in die erste Liga dadurch geschafft hätte. Ich sage das, glaube ich, ein bisschen zu oft, aber schauen wir mal bis zur Winterpause, wohin der Weg von Fortuna Düsseldorf führt. Bin ich mal gespannt drauf. Ich werfe da auf jeden Fall einen Blick drauf. Man sieht sich ja im Rückspiel dann irgendwann nächstes Jahr. Aber ich kann immer noch nicht einschätzen, wohin unser Weg führt. Ich kann es nicht einschätzen. Ich bin aktuell nur froh, dass es bisher reicht, um nicht komplett unten reinzurutschen. Wir sind einfach eine legitime Zweitligamannschaft geworden. Ja, das halten wir mal an der Stelle fest. Ich habe jetzt noch keine Tendenz, wie es gegen Karlsruhe aussieht. Wahrscheinlich werde ich wieder eine Münze werfen müssen. Schauen wir mal, aber man weiß ja nie. Du verlierst das Spiel zuvor, du spielst dann unentschieden und dann kommt wieder so ein Spiel und wir sind eigentlich eine relativ starke Mannschaft anhand der Startelf. Da kann jetzt noch alles möglich sein. Vielleicht gewinnen wir dann doch das Spiel und verlieren dann gegen Ulm oder irgend so ein Blödsinn. Keine Ahnung. Schauen wir mal. Schauen wir mal letzten Endes. Ja. Halten wir einfach fest. Beste Startelf der Liga, schlechteste Bank, aber einfach durch eigenes Verschulden, weil wir einfach nicht ein paar weitere Experimente wagen mit weiteren jüngeren Leuten. Weil man kann ja sagen, vielleicht gibt es ja mal das ein oder andere Zufallsprodukt durch einen der jungen Hüpfer. Das irgendwie spielentscheidend sein kann, weil die Gegner denjenigen unterschätzen. Gab es schon so oft im Fußball. Und halten wir auch fest, ich finde einfach, wenn dann der Moment der Auswechslung kommt, mach den Bunker zu. Mach den Bunker zu, rette es über die Zeit, verdammt nochmal. So hat Bayern München unter Ottmar Hitzfeld sehr, sehr viele Meisterschaften gewonnen. Zumindest gefühlt. Ja, wir reden jetzt nicht von einer deutschen Meisterschaft, sondern eventuell von Aufstieg oder Etablierung für eine Saison und dann die Saison darauf Aufstieg, aber man muss den Samen schon jetzt säen. Für alles weitere in der Zukunft. Und von daher bedanke ich mich an der Stelle für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen. Und dann würde ich an der Stelle sagen, auf Wiedersehen. Denn wir wollen uns doch wiedersehen.